Viele Sonntag in unserer Serie über Wort und meint so gesonnen zu sein aus Christus wir, habe ich 1. Petrus Kapitel 4, Verse 10 und 11 zu betrachtet, wo wir sagen, was jährliche Guven sind. Wir haben auch gesehen, woran das wichtig ist, dass wir als Kinder Gottes verschieden sind und dass wir verschiedene Guven haben. Gott hat uns diese jährliche Guven gegeben. Woran? Wer weiß noch? Wer hat einen Punkt noch im Sinn? Woran habe ich diese jährliche Guven gekriegt? Ja, Krieg. Ja, gut, das wird langweilig sein, wenn wir alle würden überein sein, nicht? Gott hat uns verschiedene Guven gegeben, so dort wie einander deuten kann, nicht? Ja, unsere Mitchristen bedeuten kann in dort wie taub Gottes Werk bühen kann. Uns fehlt einander, Gottes Werk zu bühen und zu tun. Und dort ist auch so wichtig, dass wir das immer im Sinn haben und dass wir niemals denken, dass andere Menschen ihre Guven wichtiger sind als unsere sind. Vielleicht sind weiße Menschen nach hier fern und die haben zum Beispiel Guven zu singen oder Instrumenten zu spielen. Aber da sind auch andere Menschen, die andere Guven haben, vielleicht die Ushers, die fern mit Menschen reden können. Und andere, die ihre Hiese aufmerken tun, in Gemeinschaften ihre Hiese haben. Wir sind so verschieden, aber das ist wichtig, dass wir unsere verschiedenen Guven brücken tun. Erstens, um einander zu dienen und zweitens, so dass wir Gott dadurch verherrlichen können. Kriegst du es erwähnt wird, kriegst du es die Dinisch am Gleichnis von Jesu, der haben verschiedene Samen Geld gekriegt von den Meister, aber der Meister, der sagt, die sollen ihre Talente oder Geldstücke brücken, oder dass sie die investieren sollen für arm, so dass er ein Gewinn dadurch kriegen. Gott will, dass wir die Guven brücken, die er uns gegeben hat, und unvertraut hat. Er will haben, dass wir die investieren sollen, so dass er dadurch ein Gewinn kriegt. Und das meint so viel, dass Säulen Jesus Christus finden kann, so dass Kinder Gottes kann ermutigt werden durch uns und so weiter. So das sei wichtig, dass wir verschieden sind und das sei gut, dass wir verschieden sind. So hat Gott das gemerkt. Und was Gott gemerkt hat, das ist immer gut. Weil wir das immer im Hort haben, nicht? So, wenn wir verschieden sind, das ist was ganz Gutes. Das sei fern. Uns Thema, das wir von der studieren wollen, ist für Christus zu leiden. Ein Bibelforscher schreibt, während der neutestamentlichen Zeit waren Christen eingegriffen, wir sei nicht mehr an heidnische, religiösen Aufjäterdienst teilnehmen. Und wir sei die Aufjäter verleiten, waren Christen für alles beschuldigt, von Naturkatastrophen bis Wirtschaftskrisen. Sie werden leicht zu beschuldigen, wie sie vierten Fremde an der Stadt wären, denn sie waren durch Verfolgung aus anderen Städten weggejagt oder von den Juden ausgeschlossen. Und diese ersten Christen hatten vierten wenig Sicherheit, eine ganz niedrige sozialen Zustand, viele werden sogar Sklaven und kriegen wenig Schutz von der Regierung. Und Petrus schreibt an zu ermutigen. So diese Christen, die müssten sehr für Christus leiden. Und wenn wir für leiden machen, dann wird es nicht lang, dass wir an Mut fehlen. Und deswegen hat Petrus einen Brief an diese Christen geschrieben, an Proben zu ermutigen, Mut zu sprechen und abbühen. Und obwohl wir wahrscheinlich niemals so verfolgt worden als der Apostel damals, und hoffentlich bleibt es so dort, wo wir manchmal für Christus leiden machen. Glauben wir dort? Ja. Gottes Wort verspricht uns dort. Und deswegen ist es gut zu wissen, was die Bibel über Leiden sagt. Petrus schreibt in Vers 1, 1. Petrus 4, Vers 1, da habe ich all mehrmals für uns gelesen, da sagt er, wie Christus im Fleisch geleden hat, muss je so gesonnen sein, als wir.
So, diese ganze Serie hat damit zu tun, dass wir so gesonnen sind, als Christus wir. Das meint so viel, wenn heute geleden haben, dann kann wir das auch erwarten, dass wir auch geleden worden matten. So gesonnen zu sein, als Christus wir matten, wie erst Jesus sein Leben betrachten. Jesus hat am Fleisch für uns und auch für die ganze Menschheit geleden. In Kapitel 3, das 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, lesen wir, wie es Christus starb auch einmal für all uns Sünder, der Gerechte für der Ungerechte, dass er uns mit Gott taub bringen können. Sein Körper wird dort gemerkt, über sein Geist lebt wieder. So Jesus wir gekommen, um zu leiden und um sein Leben zu looten. Und wir finden diese zentrale Wahrheit in der ganzen Schrift. Der alttestamentliche Propheten haben von den kommenden Messias, Jesus, von seinem Tod und seiner Abstund hunderte von Jahren im Voraus prophezeit. Zum Beispiel, das sagt Jesaja in Kapitel 53. Jesaja 53, Verse 4 und 5. Und wenn wir daran denken, das ist ein paar hundert Jahre im Voraus, nicht? Vor Jesus überhaupt gekommen wäre. Und das beschreibt Jesus Krieg. Jesaja 53, Verse 4 und 5. Doch die Krankheit, die trug, wir anse. Dort Leiden, was uns traf, trug hei. Aber wir dachten, Gott mög am Leiden im bestruft am. Doch wir hei wegen anse Sünden verlatzt, hei brüg unge ans vergoden Dul, ab am lach die Struf, die ans heil mög, und dadurch dort hei die Schläge krieg, sind wir gesund. Während sein irdischer Dienst hat Jesus seine Jünger Vierten gewarnt, von wo er wird leiden maten. Ich will ein Beispiel für uns lesen, da wir in Matthäus Kapitel 16, Vers 21 finden. Matthäus 16, 21. Von da an fängt Jesus seine Jünger dort beizubringen, dass er nach Jerusalem gehen muss und durch die Ältesten und die hohen Priester und Schriftgelehrten viel wird leiden machen und dort gemerkt worden und über den 3. Tag vom Tod abstunden wird. Und als Bibelleser weit wie, dass ein von den Jüngern ganz besonders das nicht hören will. Wer wie rot? Krieg, Petrus. Petrus wollte nicht hören. Gottes Wort sagt in Verse 22 und 23, Matthäus 16, Verse 22 und 23, da nahm Petrus am zu sehen und sehte am, Gott bewahre die, so was soll die nie passieren. Und hier hör mal, was hier passiert. Jesus dreht sich nach Petrus und sehte am, so tun, sei du die Weichkams, du stehst mir am Stich. Du denkst nicht so als Gott, aber so als Menschen. Weil wir das mit betrachten, wo denken die Menschen? Wo denken Menschen überhaupt? Fleischlich. Gleiche Menschen zu leiden? Nee, uns geht das nicht schein, wenn wir leiden machen. Nicht nur, wenn wir verkehrt sind, nicht? Wir wollen mehr wird haben, dass das soll ewig sein. So denken Menschen, die denken fleischlich. Und wo denkt Gott? Gott hat seinen Sohn geschenkt, um für uns zu leiden, um sein Leben für uns zu geben. So dass du durch Jesus ihn Tod in sein Abstund, wie würden kann war eine persönliche Verhältnis und Beziehung zu ihm haben. So denkt Gott, der hat alles gegeben, um uns zu raten. Und Jesus sagte Petrus, du denkst, was der Mensch denkt, oder so Sutun denkt, nicht so Gott hier denken wird. Und dann am Auferstehungstag sagt uns die Schrift in Lukas 24, Verse 25 und 26, wo Jesus zu den Emmaus-Jüngern sagt, wo diet jünt dort so lang, dort alle zu glauben, was die Propheten geredet haben, muss Christus das nicht alle leiden und dann in seiner Herrlichkeit angehen? Ein anderer wird, sagt er hier, Kimmel, die haben die Schriften gehört, die weiten, wo das geschrieben steht.
Der Messias muss kommen in sein Leben geben, für das Menschheit verlieren und alles. Die weiten das, und woran glaubt ihr dort nicht? Woran versteht ihr dort nicht? Was geht ihnen so lang, das zu begreifen, sagt er. Christus war Mensch, für uns zu leiden und sein Leben für unsere Sünden zu geben. So hat Christus gelitten. Und diese Evangeliumswahrheit vereint alle Christen. Und kein Kind Gottes wird die Tatsache bestreiten, dass Christus für uns gelitten hat. Aber viele Menschen vergessen, was Christus all seine Nachfolger berufen hat. Nur dem Jesus seine Jünger von den Lieden verteilt hat, der er bald durchgehen wird, sagt Jesus dann in Matthäus 16, Verse 24 und 25. Wenn wer mit mir mitkommen will, muss er von sich selbst vergeten und dann sein Kreuz ab sich nehmen und mitnehmen. Wer sein Leben raten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben meinethalben verlieren wird, wird dort weiter fängen. Und diese wird habe ich auch fertig mal gelesen oder gehört, aber was meint dort, dass wir sollen ehrlich sein, uns Kreuz ab uns zu nehmen und dann am nu folgen? Was meint dort für Herz? Krieg, was immer Gott uns ableicht oder uns am Weich leicht, soll wir abheben und ab uns tun und dann so sei oder sie ein Beispiel nur gehen, nicht? Und ehrlich sein für uns Glauben zu leiden, nicht? Und für Amt zu leiden und Gottes Willen zu tun. Ist das leicht, uns Kreuz ab uns zu nehmen und am nur folgen? Wird das für Jesus leicht? Das wird nicht leicht. Viele glauben immer, Jesus als Gott, der hat für alle Kraft an der Welt gehört. Wird das nicht für ihn leicht gewesen sein, seinen Kreuz zu nehmen? Gottes Wort sagt uns, er kann nicht einmal seinen Kreuz den ganzen Weg selbst drehen. Warum nicht? Der wird zu schwach. Jesus wird auch zu schwach. Woran wird er schwach? Ja, die Menschen haben uns so sehr gequält und gepitcht und er trug noch was mit sich. All unsere Sünden. Das ist nicht leicht, uns Kreuz ab uns zu nehmen und seinen Beispiel nur zu folgen, aber mit Gottes Hilfe und mit Gottes Kraft ist das möglich. Wir sollen ehrlich sein, mit Jesus und für Jesus zu leiden. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 12, Liebe Freund, wenn die Versicherungen durch die guten Matten auch Vierheit waren, du wegen seid dort nicht so an, als wenn irgendwas Bütegeweinen jetzt passiert. Wir sollen dort nicht als was Bütegeweinen jetzt betrachten, wann wir Prüfungen und Leiden für uns Glauben durchgehen. Christus wird reite leiden und wir sollen so gesandt sein, als er wir. Wir möchten uns durchab verluten, dass schwere Tiden kommen wollen. Leiden soll uns niemals überraschen, wie es Christus uns dafür gewarnt hat, dass seine Nachfolger für ihren Glauben leiden wollen. Im Neuen Testament lesen wir Versen, wo die Apostel und auch andere Christen für Jesus gelitten haben. Lass mich ein Beispiel für uns lesen, das wir in 2. Korinther Kapitel 11 finden, der hat der Apostel Paulus geschrieben. Ich will für uns 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 24 bis 27. So hier so gibt Paulus uns eine Liste von welchen Dingen, die er für Christus durch muss. 2. Korinther 11, Verse 24 bis 27. Er sagt hier, von den Juden habe ich 5-mal 39 Häfe gekriegt. 3-mal ward ich mit Stangen verheft. 1-mal ward ich gesteinigt. 3-mal schlug mein Schab zu Wrack.
Ein Tag en eine Nacht brach ik op dem diepen meer toe. Ik heb veel gereisd, ik zie durch Riefers en je voor je was, en je voor durch Rebers, en je voor mank de Juden, en je voor mank andere Völker, en je voor en steden, en je voor in de wildnis, en je voor op dem meer, en je voor mank antrue Brüder. Ik had losten in mij, in veel schluploze nachten. Ik zie hungrig en durstig je was, ik heb im kalten gehubbert, en ik heb veel gevost. Liebe Geschwister, wenn ich das lese, dann gehen meine Gedanken kurz nach 1. Korinther 11, Vers 1. Wo Paulus sagt, nehmt mich zum Beispiel, so als ich Christus zum Beispiel nehme. Christus hat für uns gelitten, liebe Geschwister. Und Paulus sagt, nehmt mich zum Beispiel. Paulus hat auch für sein Leben, für sein Glauben muss leiden. Und hier wir nicht bloß wahrlich Christus in Lehre abzunehmen. Christus hat eine wunderbare Lehre. Dort wir können von unseren Sünden losworden, dort er für unsere Sünden gestorben ist, und dort wir von unseren Sünden können nicht bloß losworden, aber dort wir wirklich ein persönliches Verhältnis zu Gott können haben. Dort ist eine wunderbare Lehre. Aber manch Jesus in Lehre ist auch dort. Dort wir sollen wahrlich sein für ihn zu leiden. Und dort gibt es sehr viele Menschen, die das nicht annehmen wollen. Dort gibt es genug Menschen, die glauben und sein und verkündigen, wenn einer ein Kind Gottes ist, dann wird einem dort gut gehen. Wofür hielt einer dort von der und nach nicht? Und wenn dort nicht gut geht, dann bist du nicht ein Kind Gottes. Wegen Gott segnet seine Kinder. Das stimmt nicht mit dort, wo Paulus durchgegangen ist. Wo Christus durchgegangen ist. Jesus hat eine andere Lehre gehört. Kein Christ soll überrascht sein, wann er Prüfungen, Leiden und Verfolgung durchmacht, denn Gottes Wort sagt uns klar, dort wir so durchgehen wollen. Dort ist ein Port von den Kosten, um ein Nachfolger Christi zu sein. Jesus sagt, wer mir herankommen will oder nachfolgen will, soll wahrlich sein, seine Kriegsabsicht nehmen und am Hängeron gehen. Lass mich ein Bibelwort lesen, das wir in Matthäus 10 finden. Matthäus Kapitel 10, ich werde Verse 34 bis 39 für uns lesen. Matthäus 10, 34 bis 39. So sagt Jesus uns, glaub nicht, dass ich gekommen sie Frieden an diese Welt zu bringen. Ich sie nicht gekommen, Frieden zu bringen, aber dort schwirrt. Ich sie gekommen, ein Mann gegen seinen Vater zu sagen, und die Tochter gegen ihre Mutter, und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Und ein Mensch seine Feind wollen aus sein eigenes Haushalt sein. Wer Vater oder Mutter mehr rechnet als mich, und wer sein Sohn oder Tochter lieber hat als mich, ist dort nicht wert, einer von den Mindien zu sein. Und wer nicht seine Kriegsabsicht nimmt und folgt mir nur, der ist dort nicht wert, einer von den Mindien zu sein. Wer sein Leben fängt, wird dort verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verlässt, wird dort fängen. Um ein Nachfolger Christi zu sein, machten wie Jesus vor allem Satan. Selbst wenn dort Leiden meint. Auch wenn er meint, dass unsere eigene Familie uns zu Zeit starten wird. Einige von uns hier haben das all persönlich belebt, nicht? Ich weiß, meine Eltern, die vertelten mir, wenn sie in Bolivien gehen und wollen mit ihrer Geschwister eten, dann machen sie mit den Kindern eten, wenn sie eingeschlossen sind. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht, Jesus Christus anzunehmen, wenn er meint, dass sogar unsere Geschwister uns nicht mehr schätzen wollen oder rechnen wollen. Aber Jesus sagt, wenn wir nicht ehrlich sind, das zu tun, dann können wir ihm nicht dienen. Wir müssen ihm lieber haben als all das andere. Und das ist schwer. Das ist schwer. Und über das ist, was Gott von uns verlangt.
in einer Parallel steht in Lukas 14 vergleicht Jesus die Kosten von Christ zu sein mit verschiedenen Beispielen. Ich will ein Beispiel für uns lesen, der wir in Vers 28 bis 30 fängt. So Lukas 14, Lukas Evangelium 14, Vers 28 bis 30. Wann von jünt wer wird ein Tarn bühen, wird er sich nicht erst Handsaten in die Kosten berechnen, zu sein Aufhalt dort auch betulen können, dort er nicht, wenn er erst den Grund geleicht hat, utfang, dort er den nicht vor dich bühen können, und die dort dann sagen, dann ever am Sporten würden in sein, des Mond fang an zu bühen, aber können dort nicht vor dich merken. Liebe Geschwister, die Frage für uns, von der meist, die wir ans Salz stellen wollen, ist, habe die Kosten mal leicht, die du mit verbunden sind, den Herrn zu dienen. Viele sagen, Kind Gottes zu werden, das kostet uns nichts. Einsieht es das wahr, nicht? Einsieht stimmt dort. Du hast nichts, was wir geben können, wirklich, Jesus in Erlösungsplan zu kennen. Das ist ein Gnutgeschenk. Und doch, wenn wir am vom Horten deinen wollen, über alles live haben wollen, dort meint dort, wie was Dinge abrieben müssen. Nicht? Ist das nicht so dort? Wir sollen am Leibe haben, ist all das andere. Dort kostet uns Wort. Und da meint auch, dass schwere Zeiten kommen wollen, liebe Geschwister, aber Gott ist da, er verspricht uns zu halten, der hat Kraft genug, uns durchzuhalten. Aber wir müssen am festhalten und nicht abgeben. Und nicht denken oder sagen, das ist zu schwer für mich. Für uns selbst ist das zu schwer, aber Gott ist da. Und der verspricht uns zu halten. Petrus sagt uns, dass wir nicht bloß Lieden in unserem christlichen Wandel erwarten können, sondern er sagt in Verse 13 und 14 von unserem Text, 1. Petrus 4, Verse 13 und 14, Fred jünt, Leiva, wie es durch so eine Versicherungen, wo je Christus seine Liedenspartner. Und dann wo je nur hier auch die Freiheit haben und seine Herrlichkeit teilzunehmen, die dann vor ein Dach kommt, wenn Jesus kommen wird. Wenn sie deswegen ewig schallen, dort die Christen sind, dort ist für jünt ein Segen, wie es dort meint, dort Gott sein Jes ut der Herrlichkeit ewig ruht. Dort gibt viele Menschen sogar unter selbstgenannte Christen, die bestraft worden, wie sie die Lohngesetze nicht halten wollen, und dann sich an ihrer Struf rühmen tun, als ob dort Verfolgung oder Leiden für Christus ist. Und dort ist aber nicht. Dort ist was selbst verdient, nicht? Ist es nicht? Wenn wir für unseren Gehorsam sind oder rebellisch sind, gestraft worden, dort habe ich selbst verdient dann. Und das, was Petrus uns in Vers 15 sagt, aber seid ihr nur, dass keiner von ihnen wird machen leiden als ein Mörder, als Stehler oder als einer, der Trübel merkt und sich manch Sachen mengt, die am nicht kämmern. Und dann in Kapitel 2, 1. Petrus 2, Vers 19 und 20, da sagt Petrus noch, wirst du das wirklich genug, wenn du wegen liegen machen, dass die ein reines Gewissen vor Gott halten wollen? Was halb ihnen dort, wenn die geduldig lieden, wenn die Struf verdient haben? Oder wenn die reicht in Gott tun, und du für gestruft worden, und dann geduldig lieden, dann hat Gott seine Freude und jünd. So, das kann ich klar sagen. Wir sollen uns nicht freuen, wenn wir gestruft kriegen, und wie wird errichtet, die tun haben, dort ist da nicht für Christus lieden, dort habe ich selbst verdient. Christen sollen Lieden erwarten wegen ihrem Glauben, nicht wegen Anrechnung. Und wenn so eine Zeiten kommen, dann können wir uns selbst ermutigen, dass indem wir daran denken, dass so ein Lieden Christi Willen uns ermöglicht, uns in der Herrlichkeit teilzunehmen, wenn Jesus Christus kommt. So, wenn Jesus Christus kommt, dann wird Jesus Christus sich selbst verherrlichen und auch all die mit ihm, die am Tree geblieben sind. Dort können wir uns von der auch freuen. Wann uns das schwer geht,
Wann wir für Christus lieben machen, weil wir daran denken, nicht? Da wenn Jesus Christus zurückkommt, dann wird er sich selbst verherrlichen und auch all die, die am Tree geblieben sind. Das wird wunderschön sein. Wir können uns nicht einmal dort vorstellen, wo schön das wird sein, wenn er zurückkommt. Und dann, wo wir nicht einmal an das kleine Lieden denken, was wir nur im Moment durchgehen. Dann, Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, für mich zu sein, sind diese Lieden nicht wert, mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die uns soll offenbart werden. In unserer ersten Lektion in dieser Serie wird uns gesagt, dass wir erst an Christi Tod in Auferstehung teilnehmen müssen, um so gesandt zu sein als Christus. Da meint so viel, wir müssen erst Christen sein. Wir müssen Jesus in Tod in Auferstehung nicht bloß an diese Dinge glauben, aber die persönlich annehmen. Wir müssen mit am Tod sterben. Er muss am Tod abstehen. Und dann, als Kind Gottes, ist das Kreuz so wichtig, dass wir bereit sind, für Christus zu leiden. Philipper 1,29 sagt, Jünd ist dort um Christus sein Heuven geschenken, nicht mal oder nicht bloß um am zu glauben, aber auch für am zu leiden. Das ist ein Geschenk. Das ist uns geschenken. Ist das nicht interessant, wenn einer darüber denkt? Nicht bloß, dass wir Heil an Arm oder Heil an Arm kriegen, aber dass wir für Arm leiden können. Das ist ein Geschenk von Gott. Dass er uns verwirrt fängt, dass wir mit am Tod leiden können. An Tiden, wo große Verfolgung angeht, fängt eine große Erweckung an. Stimmt das? Woran ist es so dort? Worum ist es dort, dass wenn die schwere Tiden kommen, dann, dass die Kirche deren dann up sind und dass die fallen wollen, die Kirche? Ja. Und das sage ich so viel, dass wenn einer das Gott hat, dann verlässt einer sich auf sich selbst nicht. Und dann steht Gott. Ja. Ich will noch ein Ding erwähnen. Wirst diejenigen, die ne Wort siegen, dann wird die Welt an nicht arbeiten kann, sein, wo Christen wahrlich leiden und ihr Leben für Christus hingeben dann. Sie sein, dass Jesus in seiner Lehre nicht bloß lebenswert sind, sondern auch wird sind, dafür zu sterben. Aus der Römer der Apostel festnehmen und viele von den Anbrachten gleich dann brauchen eine große Erweckung, nicht? Wenn Menschen sagen, diese Menschen, die werden wahrlich sogar ihr Leben Hand allein, und es steht, Jesus oft zu sein. Und das redet viel doller als unser Wir, geht das nicht? So, wenn wir als Christen Jesus treu bleiben, dann, wenn die schwere Tiden kommen, dort redet viel doller und lauter, als was wir Antwort sein können. Und kriegt an, fern, als wo große Erweckungen anfangen da, wo Kirchen war der Fall war, wo Menschen war der Trainer Gott kicken da, an die schweren Tiden. Und viele Menschen, die sagen, und die Frauen, Kimmel, woran kommen diese schweren Tiden nu über uns? Wo habe ich nicht viel im Gebet, Gott soll eine Erweckung anfangen? Vielleicht schafft er, kriegt du durch. Oder du, merkt dort viele Menschen noch am Fingen sind. Und wenn wir treu bleiben dann, an diese schweren Tiden, wer weiß, was hier nicht können anfangen, auch hier zusammen. Mag Gott uns halten. Amen.